So, ihr Lieben, seid ihr alle gut aus der Kirche hier drüben angekommen? Das freut mich, auch gesund und munter, hat sich keiner am Bein oder sonst irgendwas gebrochen. Das freut mich schon mal. Wir haben heute 90 Jahre KG und ich möchte also diesen Jubiläumsempfang nutzen, mich erstmal ganz recht herzlich beim Pfarrer, bei unserem Pastor Timur Bagazaghi zu bedanken für die tolle Messe. Und das Beste an unserem Pastor ist ja, jeder Gratulant bringt ja auch was mit, er hat auch was mitgebracht. Er hat auch die ersten 20 Liter Bier gestiftet. Was mich besonders freut, ist auch heute, ich darf auch ein paar liebe Mitglieder begrüßen und besonders freut mich, dass unser Ehrenvorsitzender Jochen Koch mit Gattin da ist. Jochen, herzlich willkommen! Auch vielen Dank an unser Ehrenmitglied Peter Schöpkens. Und unser Ehrenmitglied Michael Röhl. Unser Geschäftsführer und Ehrenmitglied Willi Tillmann mit Gattin. Ja, unser lieber Freund Horst Bauer mit Lebensgefährtin hat es auch geschafft. Horst, herzlich willkommen! Und unser lieber Freund Annike Tilsen mit Gattin. Herzlich willkommen! Und unser Ehrenmitglied Angelika Dittes mit Gattin. Ja, es ist ja auch der eine oder andere Verein hier. Die Feuerwehr ist vertreten. Markus Schuh mit Gattin. Und ihrem Stammdachtenträger. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob das seine eigene ist oder die von Markus, aber das lassen wir mal auf. Ja? Die Schützenbruderschaft mit ihrer ersten Brudermeisterin ist, glaube ich, nicht. Doch, ist sie da? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ansonsten mit ihrem Gefolge, schön, dass die Schützen auch da sind. Die Mongolen sind auch vertreten, vielen Dank. Der LST ist vertreten durch Jens Wanke. Dann darf ich auch ganz herzlich begrüßen, der das all die Jahre, jetzt im ersten Jahr hier macht, unseren wie soll ich das sagen, Dorfsheriff, Dorfpolizisten, wie auch immer. Mirko, vielen Dank, dass du auch den Weg an uns gefunden hast. Das ist der Mann, der für die Sicherheit sorgt. So, alle anderen, die ich jetzt vergessen habe oder nicht vergessen habe, vielen Dank auch nochmal an unseren Organisten Peter Bonzelek. Ja, ich habe mir die 25-seitige Festrede gespart, aber ein paar Worte möchte ich doch verlieren. 90 Jahre KG Blau-Weiß. 90 Jahre Medulle für Lunke. 1936 schreibt das Jahr. Was ist da so alles passiert? War sportlich sehr interessant. Die Olympischen Winterspiele waren in Garmisch-Partenkirchen und die Olympischen Sommerspiele in Berlin. Jetzt wurde aber ganz interessant, das Rheinland wurde 1936 besetzt. Aber nicht von den roten Funken, sondern von der blauen Funke. Wer das jetzt besetzt hat, könnt ihr euch ja wohl ausmalen. Und jetzt gilt, ich frage jetzt mal die Alteingesessenen wie Peter oder Heinz Longerich, was war denn 1936 das beliebteste Buch?
Nein. Das beliebteste Buch 1936 war, ihr glaubt es nicht, vom Winde verweht. Aber das Wichtigste in dem Jahr 36 war, dass sich so ein paar muntere Herren auf der Haferkiste im Pferdestall von Peter IX zusammengesessen haben und eine Karnevalsgesellschaft gegründet haben, die bis heute Bestand hat. In den vergangenen 90 Jahren hat die KG viele Höhen und viele Tiefen erlebt, wie vielleicht der ein oder andere ältere Präsident oder ältere Vorsitzender oder Ehrenmitglied, wie die das wohl nur wissen. Aber das haben andere Vereine auch gehabt. 1951 hat die KG hat für über 30 Jahre einen Damentanz vorgegeben und 1956 wurde das Fanfarenkorps gegründet, aus dem später das Kölner Musikchor Blau-Weiß wurde. Von 2010 bis 2025 hatten wir auch ein Kinder- und Jugendtanzchor. Heute steht die KG auf gesunden Füßen mit einem gut funktionierenden jungen Vorstand, wo wir sehr stolz drauf sind. Somit mache ich mir auch keine Gedanken über einen weiteren Fortbestand der KG für die nächsten Jahre. Vielleicht findet sich ja noch ein paar junge Leute, die auch Spaß am Karneval haben und Mitglied der KG werden wollen. Ich bedanke mich auch ganz, ganz recht herzlich bei allen, die über viele, viele Jahre der KG die Treue gehalten haben. Sei es im Vorstand, sei es die so mitgearbeitet haben, sei es die den Imbiss gemacht haben, die dieses gemacht haben, ich weiß nicht, was alles in den Vereinen gemacht worden ist in all den Jahren, aber viele, viele Menschen haben in den 90 Jahren für die KG gearbeitet. Und bei denen möchte ich mich ganz, ganz recht herzlich bedanken. Und ich freue mich auf ein paar nette Stunden mit euch hier im Verein. Wir werden das eine oder andere Glas Sekt trinken, das eine oder andere Glas Kölsch oder was wir sonst noch so haben. Wir werden ein paar schöne Stunden verleben. Wir haben auch ein kleines bisschen Programm. Es gibt auch noch ein paar Ehrungen. Aber erstmal machen wir jetzt wenn ich dazu trinken hätte ich mich schon anstoßen. Aber leider kann ich nichts. Ja. Es funktioniert doch. Ja, dann würde ich mal sagen, auf die nächsten 90 Jahre oder 100 Jahre oder was auch immer, ich hoffe, dass die KG noch viele, viele Jahre besteht und auch ein paar schöne Stunden mit euch. Prost zusammen! Aber nur ein bisschen. So, und jetzt machen wir hier mal Stimmung in der Bude rein. Was haltet ihr davon? Ein bisschen Stimmung? Gut. Dann freut mich auf die Frau, die uns auch in der Kirche unterhalten hat. Hier ist das Domherzchen Nadine. Gesagt, wir haben ja schon Mittag. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ich fand es wunderschön, diese Kölsche Messe. Ihr auch? Hätte euch gefallen? Das hing alles Herz, muss ich sagen. Und das ist für mich ja fast erlaubt. Ich freue mich, bei euch zu sehen und jetzt noch ein bisschen Stimmung zu machen. Das erste Lied ist so ein bisschen Tradition. Lasst uns gemeinsam singen. Für dich, jedes nur einmal für mich. Und packt euch her in das Ärmchen.
noch das. Es gibt Millionen von Sternen. Der Wandel, da ich dich immer verlieren kann, dass ich ein anderer war. Einmal bei einem Mensch, der nennt mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist. Und andere die Welt für mich. Achtung! Ohne dich! Zu mich wünsche Gnade. Und tschüss! Suche mich schon Gnade. Freude, Leid, Liebe zu jeder Zeit. Gib nur ein Wort für mich. Hallöchen! Schon der Gedanke, da ich dich immer verlieren will. Dass ich ein anderer war. Einmal der Alien, der wird mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist. Du warst für die Welt für mich. Ohne dich, Liebe, Gnade und Mühe, wurde Mensch, jeden Tag verletzt. Ohne dich, Liebe, ein Wort für mich. Ohne dich, Liebe, ein Wort für mich. Ein letztes Mal, ohne dich, Liebe, nur ein Wort für mich. Dankeschön! Das ist ja das, also da kriegst du noch Hus und denkst, was ist das für ein Lied? Das hast du dann gerade abends gehört und dann geht dir das nicht mehr aus dem Kopf. Darf ich euch das ganz kurz vorsingen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Vielleicht könnt ihr das danach intuitiv, ja? Diese eine Melodie, die krieg ich nicht aus dem Kopf, nie, weil ich dadurch immer an dich denk. Denn du hast mir diesen Ohrwurm geschenkt. Meint ihr, das kriegen wir hin? Wir versuchen das mal mit Musik. Und währenddessen gibt ihr immer so einen kleinen Takt. Hey, hey, hey! Wo sind die Leute? Ich hab dich neulich im Heimsinn gesehen. Als ich dich sah, war es uns geschehen. Hätt ich sie gern, es erkenne ich nicht. Es wurde zu laut, du hast zu motiviert. Doch wofür du gingst, da ist es passiert. Du bist dich jetzt noch an mich geschmiegt. Wir zwei haben getanzt zu diesem Lied. So kenne den Text, diese eine Melodie, die mich nicht aus dem Kopf, weil ich dadurch immer an dich denk. Denn du hast mir diesen Ohrwurm geschenkt. Diese eine Melodie, die spazieren durch Köln. Das ganze Jahr zu jedem Zweck für Liebsche et Lokalität. So gerne alter Tonlesen ist klar, der ist ja auch wunderschön. Spaziere ganze durch der Stadt und gucken davor zum Apparat. Doch was man nicht fotografieren kann, ist uns Lebensart. Drum sag ich den Lebemann, Jan fliegt mir durch Kelle. Ich sag, schau mich, Schatz, ich kann dir erzählen, über Tier und die Stadt. Ja, wie ich gefällt dir irgendwann so wie mir, dann bist du in Köln, in unserer Stadt. Ja, wie
früher schön, doch in Kolonia. Aha, wann der Franz genießt noch alle Klogerchen. Wann der Peter Ärmel nach Kolonia. Still vor Nöch und Heinrich hat se Klutsche fing. Das ist Hölle. Einmal am Rhein und dann zu zweit alleine sein. Einmal am Rhein, beim Gläschen Wein, bei Mondenschein. Einmal am Rhein, du glaubst, die ganze Welt ist dein. Es lacht der Mund zu jeder Stunde, das kranke Herz, es wird gesund. Komm, ich lade dich ein. Einmal zum Rhein. Komm, Blumenblau ist der Himmel am herrlichen Rheine. Komm, Blumenblau sind die Augen der Frauen beim Weine. Darum trinkt Rheinwein, Männer seid schlau. Dann seid am Ende auch ihr. Komm, Blumenblau sind die leckeren Mädchen. Drum sollt ich im Leben ein Mädel sein. Ja, du musst es am Rhein nur geboren sein. Drum sollt ich im Leben ein Mädel sein. Ja, du musst es am Rhein nur geboren sein. Ich sage von Herzen Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht gut. Bye, bye, my love. Macht gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, my love. Du machst gut. Oh ja. Und eines Tages komm, ich werd dich niemals vergessen. Denn die Nacht mit dir war schön. Bye, 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 love. Auf Wiedersehen. Nadine, bist du rum oder muss ich gestorben? Nadine, vielen, vielen Dank, das, was du im Vorfeld mit uns ertragen musstest. Ich weiß nicht, wie viele Abende wir zwei telefoniert haben und auf die Kölsche Messe und alles drum und dran. Nadine, das kann man ja gar nicht gut machen. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Und ich weiß, von dem du sagst, das heißt sie gut auf. Aber ein kleines Dankeschön von uns an dich. Vielen Dank. Und soll ich jetzt sagen, ein Domhetzchen Nadine oder ein Lunker-Domhetzchen Nadine? Kannst du beides. Wir bedanken uns für den Dreifall. Lunke! Lunke! Nadine! Nadine Klein, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Das Beste an der ganzen Sache ist, Psst, husch, wir haben einen Zeitzeugen. Wir haben einen Zeitzeugen dabei von 1936. Fritz Wilbert. Fritz Wilbert ist dieses Jahr 90 Jahre alt. Fritz, 90 Jahre, Fritz Wilbert, 90 Jahre Berlin.
Ja, passt doch ein. Bitte so Zeitzeugen sozusagen. Gut. Vielen Dank, Fritz. Ich würde eine dänische Schwester ist, aber ich freue mich. Danke. So, aber ich glaube, jetzt könnte interessant werden. Ich habe da hinten zwei Männer in einem schwarzen Jörgchen hier sind. Ich darf auf die Bühne bitten vom Festkomitee Michael Kramp und Christopher Kuckekor. Ja, 90 Jahre alt Lunk. Könnte man jetzt meinen, wir sind hier wegen einem Jubiläum. Aber wer das so weiß im Festkomitee, vor allem der Zugleitung, so 90 Jahre, da sagen wir, das ist eine runde Geburtstag, aber das ist noch kein Jubiläum. Ich kann euch beruhigen, deswegen sind wir nicht hier im Lunker Jütze nicht angekommen, sondern wir führen etwas anderes im Schilde. Alaf mit Dunet für Köln heißt unser Motto in diesem Jahr. Wir haben in den letzten Wochen viel erklärt, dass unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde, wäre nicht so viel ehrenamtliche Leistung in so vielen unterschiedlichen Bereichen. Ob das jetzt in der Pflege ist, ob das bei der Hilfsorganisation, bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, ob es dann in der Kirche, in der Politik ist. So viele gesellschaftlich wirklich wichtige Sachen funktionieren nur im Ehrenamt. Und heute sind wir hier, weil es um das Ehrenamt im Fastelovend geht. Ja, und dazu möchte ich jemanden hier aus der Familie Hackenbruch nach vorne bitten. Das ist ja hier ein bisschen schwierig in Lunke, die sind ja nicht verwandt alle miteinander, glaube ich. Ne? Das ist ja einfach nur purer Zufall, dass hier so viele Hackenbruchs dabei sind. Aber den Christian möchte ich mal zu mir hier nach oben bitten. Euch vorzustellen ist natürlich Quatsch in Longerich. So groß sind wir ja noch auch wieder nicht. Man kennt sich hier in Longerich, das ist auch schön. Ich bin selbst aus Lunke, nein, ich bin nur halb Lunker, ich wohne in der Gartenstadt. Ich weiß, für richtige Lunker ist das ja mehr so Peripherie, ich weiß. Wir sind ja auch erst, ich glaube, 70 Jahre irgendwie hier, gehören wir zu Longerich, deswegen, ja, also ich zecke mich hier so ein bisschen rein. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Das ist so wie soll ich sagen, so wie Weiden für Köln ist irgendwie, ja, gehört dazu, oder Rodenkirch oder Porz oder so, ne? Aber ich gebe es zu, so richtig Lunke ist das nicht. Aber ein richtiger Lunker ist hier, wobei ich auch da sagen muss, in der Vita, die uns dann zugeschickt wird, für den Zweck, weswegen wir heute hier sind, habe ich gelesen, dass er lange gebraucht hat, bis er hier dazugekommen ist. Er war nämlich schon 3 Jahre alt, als das erste Mal in den Zug mitgegangen ist. Also da müsste an der Nachwuchsarbeit ein bisschen was tun. Dann muss ich dann doch mal sehr offiziell werden. Also 3 Jahre, das ist schon sehr lang. Aber danach hat es sich auch recht gut entwickelt, finde ich. Also du hast alles gespielt, was man spielen kann. Hast dich im Musikzug erst, hast du schon mit dem Tambourin hast du schon mit 3 Jahren angefangen. Dann kam dann nur Schlagzeug dazu und verschiedene Sachen. Und ja, dann hast du irgendwann gesagt, jetzt ist mal genug mit der Musik, jetzt braucht die Gesellschaft mich. Das finde ich schön, dass man in deinem ganzen Leben das sehen kann. Die Gesellschaft konnte dich auch immer brauchen. Denn wenn ich an die Container der Wagenhalle denke, wenn ich an die Traktoren denke, an den Festwagen, wenn ich jetzt sehe, dass wir Dinge umzuorganisieren haben, was den Zugweg angeht, wegen der Baustelle. Die Baustelle ist aber bestimmt dann bis dahin auch weg. Ne? Wir hatten beim Festkomitee vor der Tür hatten wir auch so einen ganz spontanen Moment. Wir haben aber das Glück tatsächlich, bei uns hat der Zug ein bisschen geholfen, weil bei uns war ein Dreivierteljahr Baustelle vor der Tür mit Einbahnstraße und allem, auch Marweg. Der ist ja nicht so viel befahren, das ist ja hier wie Longericher Hauptstraße, da ist ja nichts los. Und deswegen konnte man das in einem Dreivierteljahr konnte man das machen.
Und dann haben wir das Glück, dass wir den Rosenmontagszug ja so ganz nebenbei organisieren. Und wenn da die Baustelle gewesen wäre, dann hätte es nämlich keinen Zug gegeben, weil wären wir nämlich nicht rausgekommen. Das hat ein bisschen geholfen. Also müsst ihr vielleicht hier in euch auch nochmal reden. Ne? Vielleicht geht ja noch was. Ne? Bisschen Profil. Nein, aber ganz im Ernst, der Christoph hat es eben erwähnt. Ehrenamt ist das Stichwort nicht nur in dieser Session, aber lenken wir ganz besonders den Fokus drauf. Und Lunke, Altlunke, Longerich, auch Leute wie dich, die sich engagieren. Da sind wir sehr, sehr froh, dass wir dir heute eine Ehrung zuteil werden lassen können. Und zwar, bei mir kommt auch der Nachwuchs, komm hoch. Das ist die Marie übrigens. Ja, und da haben wir dir eine Ehrung mitgemacht. Nein, aber die macht natürlich der Christoph. Ich halte fest, also das ist Chefsache. Ne? Ich bin ja flexibel. Ich habe gedacht, du hast einmal das Mikrofon und wer weiß, wer so Präsident ist einer neuen Gesellschaft, also präsidiert zumindest, wenn einmal das Mikrofon voll ist, kriegt man das auch nicht zurück. Aber Dankeschön. Das Festkomitee Kölner Karneval von 1823 verleiht Christian Hackenburg in Würdigung und Anerkennung der langjährigen Verdienste um den Kölner Karneval den Verdienstorden in Silber. Köln Anno 26, der Präsident. Herzlichen Glückwunsch! Wir machen auf jeden Fall noch ein Bild vorne und müssen uns dafür hier, ich habe schon Filme, sind wir fast gelaufen. Er war ein Teleprompter. Da kann die alle, den Rudefunke, blaue Funke, kann die alle. Sensationell, oder? Also, wirklich toll. Natürlich Westenberg auch sonst. Von eurem Christian! Die Idee müssen wir gleich mitnehmen. Also, sehr gut. Wir gehen aber ein kleines Stückchen nach vorne, um mal ein Bild zu machen und ich gebe das Mikrofon nochmal dem Herrn Präsidenten, sicherheitshalber gleich zurück. Alle Bilder gemacht? Alle Bilder gemacht. So, und dann rufen wir nochmal auf den frisch geehrten Reverend Hetze Kölle, Lunke, das Komitee. Herzlichen Dank. Ja, lieber Christoph. Ich finde das ganz, ganz toll. Der Christoph hat irgendwann gesagt, nachdem er gesagt hat, er hört auf, ich gehe noch auf eine Abschiedstournee, Abschiedsreise, wie man auch immer nennen will. Und was ich ganz toll finde, er vergisst auch die kleinen Gesellschaften nicht. Wir sind nicht die größte im Festkomitee, wir sind vielleicht auch nicht die kleinste, aber trotzdem, es wird nicht vergessen. Und dafür, Christoph, vielen, vielen Dank, dass du auch uns auf deiner Abschiedstour nicht vergessen hast. Euch zwei möchten wir gerne den Orden der Gesellschaft von diesem Jahr geben. Nehmt den mit, tragt den Ehren, hängt ihn auf. Ich glaube, mit Orden könnt ihr irgendwas pflastern oder sonst irgendwas. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid, habt die Ehrung durchgeführt. Vielen, vielen Dank. Auf das Festkomitee. Ob die neue Ordensträger. Dreimal Lunke! Kölle! Festkomitee! Dankeschön! Nachdem ihr euch gut gestärkt habt. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Dankeschön. Es ist auch noch genug da, also greift zu. Ja,
90 Jahre KG. In all den 90 Jahren hat sich der ein oder andere ja auch mal, oder ist schon ein paar Jahre in der KG drin. Ich darf auf die Bühne bitten Martin Erkelenz. Ja, wir dürfen Martin Erkelenz ehren für 10 Jahre Mitgliedschaft in der KG. Martin, herzlichen Glückwunsch! Ich darf dir die Urkunde und die 10-jährige Nadel dürfen wir dir überreichen. Selbstverständlich, da bin ich auch offen drin. Ja, also erstmal herzlichen Dank für diese tolle Urkunde hier, aber ganz so ohne Gegenleistung soll der Konrad hier nicht von der Bühne gehen oder hier auf der Bühne stehen. Ich darf dem Konrad auch von ganzem Herzen den Orden des Clubs der Urkölchen überreichen. Das braucht ihr jetzt nur mal abzukürzen, dann wisst ihr es genauer. Aber herzlichen Glückwunsch auch, lieber Konrad, dafür. Dankeschön. Ja, danke schön, lieber Martin. Und dann haben wir noch ein 10-jähriges Jubiläumskind. Ich darf auf die Bühne bitten, Thorsten Dünnwald. Auch dir, Thorsten, vielen Dank für deine 10-jährige Mitgliedschaft. Wir dürfen dir auch die Nadel und die Urkunde der KG überreichen. So, 10 Jahre, 2 10-Jährige, 10 und 10 macht, 10 und 10 macht 20, richtig. Der Frank Dünnwald, 20 Jahre im Verein, der ist aber krank. Angela, darf ich dich in Vertretung für deinen Mann auf die Bühne bitten? Frank Dünnwald, die Angela nimmt das gerne entgegen, hoffe ich. Ich denke, dein Mann wird dir nicht böse sein. Du betest ihn an, ja. Ja, du bietest es ihm an, wie auch immer. Vielen Dank, dass die Angela es annimmt. So. Das ja 10 auf. 10 und 10 ist 20 und 20 ist 10 und 10 und 20 ist 40, richtig. 40 Jahre in der KG. Thomas Brüls. Thomas. Sorry, ich wusste einfach, dass du so alt bist. Ich dachte, du bist doch voll jünger, aber du hast es auch jünger. 40 Jahre in der KG, im Musico angefangen, in die KG eingetreten. Thomas, vielen, vielen Dank für 40 Jahre Mitgliedschaft in der KG. Auch dir dürfen wir die Urkunde und die 40-jährige Nadel überreichen. Schickbum. Thomas, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt haben wir ein Problem. Das reicht nicht, jetzt nehme ich auf. Jetzt hier nehme ich auf. Aber trotzdem habe ich einen Mann, den möchte ich gerne hier oben haben. 60 Jahre in der KG. Unseren Ehrenvorsitzenden Jochen Koch.
Lieber Jochen, viele Jahre warst du Vorsitzender. Du bist Vorsitzender. Vielen, vielen Dank dafür, was du all die Jahre getan hast. Wir danken dir. 60 Jahre Jochen Koch in der KG. Vielen, vielen Dank. Auch hier die Nadel, ein kleines Geschenk und die Urkunde. Entschuldigung, Nadel gab es nicht. Dafür gibt es ein Geschenk dieses Mal, Jochen. Ich hoffe, nach dem Geschenk, du kannst mit deiner Frau wissen, wie möglich ist. Bitte schön. Alles gut. Vielen Dank, Jochen. So, Nahtlos Mies. 60. 60 plus 10 ist 70. 70 Jahre, also 20 Jahre nach der Gründung in die KG eingetreten. Unser guter und langjähriger Freund Peter Schöpkens. Peter, 70 Jahre KG. Ich habe vorhin gesagt, 90 Jahre Höhen und Tiefen. Du hast auch in den 70 Jahren viele Höhen und Tiefen miterlebt. Du bist der KG aber immer auch, genau wie der Jochen, mit 60 Jahren treu geblieben. Das ist natürlich eine phänomenale Leistung. Und vielen, vielen Dank von dir dafür, von Seiten der KG. Auch dir die Urkunde und ein kleines Geschenk für dich und deine Frau. Lasst es euch gut schmecken, macht euch einen schönen Abend. Wir haben gesagt, ein Teller nach und mal an der Wand, da hält man nichts von dem Esther Hadami. Vielen, vielen Dank. Bravo. So, ob die ganze Ordensträger, Bremer, Lunke, Allah, Köln, Allah, Ordensträger, Allah. Vielen, vielen Dank für diese vielen Jahre Mitgliedschaft in der KG, ob 10, 20, 30, 40, Jahre. So viel Jahre KG, das ist immer wieder schön und man freut sich darauf, wenn sie all dort. Liebe Familie, ich wollte jedes Jahr austreten, weil ich immer wütend auf die Langerischer war. Da kann man wahrscheinlich keiner verzeihen, aber es ist so. Und da möchte ich mich hier im Namen der Familie Blau-Weiß bei dem jetzigen Vorstand für die hervorragende Arbeit, die sie heute geleitet haben, recht schönen Dank sagen. Dreimal Lunke! Allah! Lunke! Allah! Lunke! Allah! Dankeschön. Ja, Peter, vielen Dank für die schönen Worte. Der große Halbkreis. Bisschen leiser werden. Bisschen leiser. Danke, geht doch. So. Seine Frau haben wir heute Morgen schon gehört. Jetzt freuen wir uns noch auf ein paar schöne Lieder zum Mitsingen und nach der Zwischenfahrt der Gruppe. Freut euch mit mir und alle zusammen auf Torben Klein. So, einen wunderschönen guten Tag. Geht's euch gut? Ja. Ja. Ich wollte immer schon mal Blütensänger werden. Das ist auch schön. Kennst du meinen Tür zu mir nach? Die versuchen Musik in mir nach. Was soll ich machen? Denn du bringst mir Hetz und Lache. Ich hätte nie gedacht, dass ich da dir genauso wie Magie in Dinge oben. Da hab ich mir Hetz verloren. Ja, das ist
besonders und ich möchte das Leben anders. Denn du bist für mich das große Glück und ich bin auf dir total verrückt, seit ich dich kenne. Ja, da ist die Herz am Ende, ja, das ist ja, das ist das war schön und normal. Ja, das ist für die Ewigkeit. Ja, das ist in Form eines Grußes, der da heißt Alaf, aber ohne dass ihr Alaf sagt, aber immer an der gleichen Stelle. Und die Stelle heißt, ich bin der Prinz, Prinz, Prinz der Provinz. Bitteschön. Ja. Ich bin solo und total allein, doch mein Herz ist nicht aus Stein. Eine Prinzessin hab ich am Weg und sie ist auch nicht mehr zäh. Ich bin auch keine kleine Nacht, sondern für die Liebe gemacht. Wo ist der Liebe jetzt auch will? Die Liebe ist ein Selbstverspiel, denn was noch keiner weiß, ich bin total leicht. Achtung! Ich bin der Prinz, Prinz, Prinz der Provinz. Ich bin ehrlich und charmant und ich küsse deine Hand. Ich bin der Prinz, Prinz, Prinz der Provinz. Und ich mach für dich die Welt, so wie sie dir gefällt. Ich bin der Prinz der Provinz. Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir. Wenn der Frühling kommt, dann flieg ich dir. Wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir 1000 rote, 1000 weiße, alle Tulpen, die sind schön, was mein Mund nicht sagen kann. Sagen zur Welt, vom Schicksal bestimmt, in einem Städtchen Wanke, wo ein Traumerkäfer brennt. Und Sport war jetzt anders, Kunde für Stunde, aber irgendwann wurde Zeit, in den Morgen Heimat zu jung. Weil ich Knopfwunsch, ich leide mir aus und trage mit Stolz in meiner Brust. Verzerre der Welt, ich bin von Kelle, da ist mein Heimat, da ist mein Platz. Eine Gesellschaft 90 Jahre alt wird, 1936 gegründet. Dachte ich mir, dann singen wir auch gemeinsam jetzt ein Lied aus dem Gründerjahr. Die Uraufführung des folgenden Titels war nämlich am 1. Oktober 1936. Und ich bin sehr gespannt, ihr werdet es alle kennen.
Ihr dürft euch nochmal links und rechts in die Ärmchen packen. Das Lied geht so. Im Kölner-Ring bin ich geworden. Ich schau und das liegt mir im Sinn. Mit Muttersprach noch nicht verloren. Das ist jetzt, wo ich stolz drauf bin. Mit Heimat denke und Silberloh. So für mir stand. Möcht ich direkt auf Heimat schenke. Ich möcht zu Fuß nach Köln gehen. Möcht ich direkt auf Heimat schenke. Ich möcht zu Fuß nach Köln gehen. Aber nicht nur ich gratuliere, sondern auch Willi Ostermann persönlich. Pass mal auf. Wo man noch einmal in der Ferne Den Rhein vergisst ein Kölner nicht. und funkeln noch so hell die Sterne Ihm draußen in sein Angesicht. Wenn ich so an mit Heimat denke und Silberloh, so für mir schon, möcht ich direkt auf Heimat schenke. Ich möcht zu Fuß nach Köln, möcht ich direkt auf Heimat schenke. Ich möcht zu Fuß nach Köln. Aus. Geht doch. So, das wünsche ich für nächste Woche auf der Sitzung, dass das dann so ruhig ist. Wenn das dann so funktioniert, bin ich zufrieden. Also, aus, ruhig, na klar. Gut, haben wir jetzt geübt für nächste Woche Sitzung. Da von vornherein. So, jetzt, ich hoffe, ihr habt noch 6 Stunden Zeit. Ja? Ja? Gut. Da kann ich ja jetzt anfangen, die Spenden zu verlesen. Scherz. Vielen, vielen Dank allen, die uns heute eine Spende haben zukommen lassen. Ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn. Wir haben so viel Spenden gekriegt. Vielen, vielen Dank allen Spendern, denen die KG bedankt sich da ganz, ganz rechtlich für. Und dafür möchte ich den Hut ziehen, oder Krätzchen ziehen. Vielen Dank für die ganzen Spenden, die eingegangen sind. Also ich glaube ehrlich, wenn ich die alle verlesen müsste, dann sind wir noch die nächsten 3-4 Stunden hier. Und das spare ich mir. Vielen, vielen Dank allen Spendern, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn. Vielen, vielen Dank. Trinkt euer, löffelt euer und lasst uns noch ein paar schöne Frühstücke zusammen. Dankeschön.